Willkommen zurück, Freunde, zum großen Finale hier bei Ecos Shadows of Valencia mit unserer Truppe bestehend aus 20 Mann und Frau natürlich auch. Dafür sind bereits Cheddar, ist Vergangenheit. Wir haben hier noch ein paar von Dumas Untergebenen direkten Plug gemacht, zum Beispiel auch Hestia mit bewährten Teleport, Rettungsaktion und all mit seinem Falkion, einfach nur endgeil. Und jo, jetzt einfach eine Schlussspurt. Nix. Ich überlege sogar, ob ich einfach nach Cheddars restliche 2 Lakaien platt machen soll. Und dann warte mit so einem Muggel, also sprich, dass ich allen noch ein bisschen trainiere. Also trainieren ist übertrieben gesagt, dass allen noch ein Level-Up gebe, die kurz davor sind, zum Beispiel wie Delphea, der hat irgendwie noch 80 Erfahrungspunkte. Da lohnt es jetzt eigentlich wirklich. So, ich habe ein Bannschild. Der bringt's echt, hey. Bann und Draco-Schild, endgeil. Oh Gott sei Dank, ich dachte schon, er würde wieder so eine Scheiße machen. Oh, jetzt kommt er für die Scheiße zum Zuge. Okay, muss ich durchbrechen. Wie sieht's denn jetzt eigentlich genau mit Duma aus? Ist noch keiner von uns im direkten Radius drin, war, damit angegriffen werden kann. Also die Frage, ob er überhaupt angreifen würde. Ich habe nicht groß Bock, das rauszufinden, ganz ehrlich, Leute. So viele Hexen sich rumbeschworen. Dass so noch Scheiße ist. Ja, ich muss weiter nicht abblocken. Oder gibt es eine andere Option? Conward! The Lightning. That's why we count on you. Ich würde dich trotzdem gerne schon nach vorne schicken. Vielleicht trifft er einen Donnerschlag, ja. Die Strategie mit euch beiden klappt ja eigentlich auch perfekt bisher. Also, dass du hier nicht triffst. Vielleicht noch immer. Ja, also Valba, Draco-Schild, darfst nicht unterschätzen, Alter. Aber auch Lux und Banshee ist geil. Die vielleicht sogar nachher in Akt 6 noch mitnehmen, die beiden. Das war eine Parole der Nacht quasi. Überlegen könnte man sich's. So, ich würde Alm gerne hier rausholen kurz. Und Delphea darf hier mal die Witches hier platt machen. Halt auf die Entfernung hin. Die anderen sind nur, oh, das sind ja Lichter. So kommt es mir ein bisschen vor. So, wie wär's mit ein bisschen Ragnarök? Level Up für Delphea. Was hat sie Level 8 jetzt, okay? Alter, der Speed und der Glück, die wird ja nie gecrittet. Alter, 25 Glück, 24 Speed. Die ist sogar schneller als die Dinger hier. Die ist sogar schneller als Duma. Gut, das ist auch ein riesiger Drache. Mehr hat der gar nicht drauf. Ach komm schon, Duma. Wer ist das? So ein kleiner Loser ist der. Das hat eine ganz große Fresse, ja? Ja, solange das noch gut geht. Sie hat mehr Verteidigung, okay. Es macht so auch einen guten Job. Ich muss ein bisschen aufpassen bezüglich halt sie mit Stärkung. Ja, aber so bin ich in der Locke drin. So. Moment, ich sollte langsam mal Selika nach vorne schicken. Cliff Armor vonnötigen, dann kommt auch nicht vorwärts. Kann ich vergessen hier drin. Kann ich vergessen. Machen wir hier. Werden jetzt noch wenig. Wenn man fragen darf. Ah.
Warte, was sonst nirgendwo hin? Ich kann doch sonst nirgends mehr hin. Mach mal, Jenny. Sonne geht nach oben weiter und wir schauen. Alter, 20. Ja, 20 Typen dabei. Ja, voll zugetreten, wollen ins Auge rein. Ins Auge treten, der Arsch. Na komm. Okay. Wo ist Alm? Alm ist da. Au, 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 au. Aua. Hat aber doch ein bisschen weh. Oh oh. Nicht der Scheiß schon wieder. Never count Turbonaut. I'm glad you're here. Allow me. Ich glaube, ich schicke sogar mal ihn rein. Um zu gucken, was im nächsten Zug Duma so verbreitet. Angst und Schrecken. Weil nicht ein Draco-Schild, da muss schon relativ viel kommen, dass er Schaden kriegt. So, mal gucken. Delphia ist hier. Mei haben wir da. Cliff ist ja auch schon relativ gut trainiert. So. Also dann. Kuckuck. Ich liebe auch die Animation. Such naughty, willful children. Why won't you be good and listen to father? Weil wir keinen Bock drauf haben. Denn es ist unser Schicksal. This is how it's done. Do you really hate father so? Such lost, misguided children. Ciao, ciao, Maler. Mit deinen Witches. So, jetzt muss ich irgendwie ihn zurückholen. Ist er noch im Feld drin? Er ist natürlich noch im Feld drin. Hallo Alm. Willkommen zurück. Das ist eine fiese Strategie. Die muss ich rum nicht weitermachen. Sie ist zwar einerseits fies, andererseits aber auch geil. So, ein bisschen Thunder. Das tut weh. So, aber sind eigentlich sind schon alle gut trainiert. Klar, es sind noch ein paar kurz vom Level Up und so, aber deswegen das Ganze ein bisschen länger ziehen soll, also weiß ich nicht. Ich weiß nicht. So. Big sisters get it done. So, jetzt aber aufgepasst. I can handle this. 35k, wir machen mal ganz kurz an. Also schick Claire nach oben. At your service. Du kannst auf 2 Felder angreifen. So. Sind hier Silber und Greater zusammen, mehr oder weniger. Es geht ein bisschen darum, dass auch zum einen halt Dumas weite Range-Angriff, sag ich jetzt mal, dass den irgendwie abblocken muss. Und andererseits... anrufen. Und andererseits ein Normalangriff nachher kommen wird. Aber ja, eigentlich wird nichts mehr passieren. Der zwar kommt relativ weit, aber nicht so weit.
Spirits of the Earth, hear my call! Aua, war aber ein ziemlich lauter Ruf. Wobei eigentlich brauchst du auch viel KP, um so einen Angriff abzuwehren oder einzustecken. Fertig, ja, also. Dann kommt schon der erste. Wieso das Team auf Falber losgeht? Ich habe keinen Schimmer. Beim anderen würden sie natürlich mehr Schaden machen. Okay, aber Angriff hat er trotzdem nicht. Faszinierend. Malber steht voll im Feld drin von Duma. Oder vielleicht kann er nur eins von beiden machen pro Zug. Das könnte auch sein, weil deswegen, ich gehe noch nicht nach vorne zu Duma. Ist noch ein bisschen zu gefährlich. So. Ich frage mich ob ich überhaupt irgendwie noch Level 20 kriege. Vielleicht Alma, der müsste noch kurz davor sein. Ah, 17. Ach, noch 17 mal 18. So, er hat einen Bandschild noch. Ist jetzt halt die Frage, wa? Ja, wegen Duma, wenn der natürlich jetzt angreift, ob das vielleicht mit Lucas jetzt eine scheiß Idee ist. Oh, ich muss natürlich wissen, was er für einen Angriff macht, wa? Der olle Penner hier oben. Ist das ein magischer Angriff? Magie des Dämonendrachen, okay, ja, dann natürlich eher bessere Karten wegen Bandschild, der reduziert ja auch magische Treffer. So, Falki und Alter! Oh. Guys, I need help. Scheiß Silberschild, wa? Ich schaff's auch gleich. Spielt gar keine Rolle. Tja, das ist dann schlecht. So, könnte einen theoretisch hier lassen, aber nee. Den Quatsch mache ich noch nicht. Eine Idee zumindest. Geh mit nach vorne. Ich würde echt gerne nach vorne stürmen, Leute. Don't worry about me. So, Ion noch heilen. Dann bitte ihn, sage ich schon, sie noch heilen. Leider auch nicht so weit. Purgativ. Valber. Ne, hat ein Draco-Schild. Warte mal, Lucas, komm. So, war das so eine gute Idee von mir? Wir werden es gleich sehen. Ist das nach vorne? Die Pegasus-Einheiten, die kommen so oder so gut vorwärts. Dann schicke ich euch auch hier rüber. Ja, ich weiß, ich mache ein bisschen Umwege. Okay, I'm on it. Schwein gehabt. Wow. Da kommt schon Duma, leg mich am Arsch! Only power holds meaning. Only strength holds sway. Call to me. Thirst for me. Thirst for power. Die Geister hat rausgewichen. Was? Auf den Punkt genau. Der Doppelpack kann auch nur ich haben.
Vielleicht war es noch eine Fehlanzeige, aber es stand genau 29. Das Problem ist natürlich, jetzt Duma schon gekommen ist, wa? Ich meine, das ist einfach schwieriger so. Ja, ist gut langsam, Alter. Mal dann ganz kurz. Wo war ich vorhin? Wir sind noch Runde 12. Hier bin ich ungefähr gewesen, wa? Okay, Duma hat angegriffen. Ja, okay. Leave it to me. Made your peace. Gonna take more than that. Diese Leute fahren mich gerade. I'm at the top of my game. Vielleicht ein bisschen anders spielen sollte. Oh ja, zum Beispiel so. Watch me go. Oder wir machen Delphia sich gegen ihn da oben. Sie macht auch einen guten Job, aber sie killt mit Aura, killt sie ihn. Nur 80%, das sind zu wenig. Was wäre ja nur 80% wären. Seraphim wird sie ihn killen. Hey, ist sie stärker als... Ja, logisch, ein paar Punkte. Celica. Aber sie hat wenig Resistenz. Sie geht natürlich noch erst recht auf den Deckel. Delphia mehr Resistenz. Ich überlege halt gerade, wie ich den da oben am besten angreife. Weil Duma kommt, da kann ich mir groß irgendetwas machen. I can handle it. Muss ich aber auch nicht. Wen schickt er am besten rein? Und allem ist so verdammt stark, dass... 12 Speed, da kann er nicht sein. Leave this to me. Aber ich muss ihn speziell angreifen, weil physisch bringt er gar nichts. Stärkung hat er auch noch. Shall we then? Problem ist, ich habe leider... Ja, hier physisch ja nicht voll Leave tot. this to me. Junge, auf einen KP runter. Ist mit Uso irgendwie so, oder was? Ah ja, stimmt, war ja der Angriff. Ja, stimmt, ganz vergessen, das war ja der. Okay. Ich gehe direkt auf 0 wegen dem eigenen Angriff vermutlich, oder? Da müsste er eigentlich erstmal noch treffen. Mist! You probably want to heal that soon. War's Delphien schon bei... Nee, noch nicht mal ein KP, okay. Lage vielleicht daran, wer weiß. So, muss ich mal ganz kurz hier Stärkung machen, auch wenn sie auch einen Teleport hat, aber es geht fast nicht anders. And Count, watch me go. Auf diese 10 Karpe, die sie braucht. Oh, das ist ziemlich übel. Let's make this quick. Okay, I never stood a chance. Problem gelöst. Impressive as ever. Kein Spruch oder sowas in der Art? Das war ein bisschen enttäuschend. Stand back. Never count Tobin out. I Oder wie can ging das handle vorhin? this. At your service. I'm unstoppable. Leave this to me. All right, I'll handle this. Come at me, So, jetzt wird doch fools. ja ein Land einfach Föhler. Just say the word. Föhler. Leave this to me. All right, let's go. So, mit dem Falken nach vorne natürlich. Dann kann Celica hier hin. Vielleicht macht sie mit dem Donner noch einen guten.
Ja. Nicht schlecht. So, dann hatten wir hier Fee noch. Ne, nicht Donner, sondern Erholung. Delpheon-Me, unsere Magie-Doppelspitze, schlechthin. In vieler Hinsicht vor allem. So. Also. Läuft jetzt wieder perfekt. Duma wird jetzt gleich angreifen. Okay, er greift den an. Was für ein Volltrottel. Er macht also Valber 29 Damage. Okay. Ich glaube, wir sind uns einig, Freunde. Ich muss Duma mit einem Schlag platt machen. Die Frage ist bloß, wie mache ich das? Und tschüss, Mei. Ja, und tschüss, Mei. Alter, hat der eine Reichweite. Der soll jetzt abhauen oder was? Das kann wohl nicht wahr sein. Wobei andererseits abhauen eine gute Idee wäre. Soll er der Hund verfolgen, ganz ehrlich? Leave them to me. Die nach vorne, wo ich das Gefühl habe, die können noch ein bisschen was reißen. Ja, steht eins da vorne, aber ist auch doof. Doch steht Valber einfach nach unten hin. Valber und Luke stelle ich hier hin. Das wäre doch eigentlich eine Idee. Muss kurz mal gucken, super, komm hier mit Silika nicht weg. Da stelle ich die beiden sogar da hier hin. Na gut, okay. Allow me. Ich hätte es zwar eigentlich nicht direkt so machen, aber hey, geht auch so. Dann. Wow, you're really strong, huh? Ja, ein bisschen schon. So, was macht Duma jetzt? Ja, wie zu erwarten war. Ja, natürlich trifft er zweimal. Was bist denn du für ein Arschloch, ey? Lustigerweise hat er gar keinen Bock drauf, Lucas anzugreifen. Oh, genau, Planänderung. Ja, ist natürlich... Oh, scheiße. Okay, ich muss ihn jetzt blau machen. Komme, was da wohl. Lucas, geh bitte hier runter. Wir müssen hier mal ausweichen. Just say the word. All right, let's go. Watch me go. Trotzdem gerne hier unten. Dann Valber verpisst sich mal ganz kurz. Jo. My best. Wie kriege ich bloß Duma platt? I'm ready to roll. Na klar, er kann theoretisch einfach abhauen und allem mit Teleport und Rettung alles machen lassen, aber das ist nicht unbedingt das, was ich will. Oh, der hat einfach so eine fette Reichweite, ganz ehrlich. Aber er kann Lucas nur einmal angreifen. That was close.
Wäre das nicht vielleicht sogar die Idee, dass wir es so versuchen? Ganz kurz gucken, was Alm machen würde bei dem, wa? Alm, wie sieht's aus? Teleport, ich hätte nichts dagegen. Ich würde es auch gerne mit Celica und Alm machen, aber so wie es aussieht, hat er das Falkion. Falkion brauche ich schon, aber... Leck mich am Arsch. Okay, versuchen wir es. Let's go! All right. 31 habe ich gemacht. Damage. Wie viel KP hat denn der Arsch? Vermutlich arschig viel, wa? Leave this Könnt to ihr me. mir zumindest noch vorstellen. So, du, sind wir noch hier der Rote. Okay, das ist momentan ja nicht so das Problem. Here you go. Woohoo! How great was that? Watch my back, okay? Das war ziemlich I'm great. at the top of my game. Here I come. So, dank der großen Entfernung kriege ich die beiden mit euch ja auch relativ I gut still platt. have much to learn. Sehr gut. Jetzt... Just leave it to me. Ist echt die Frage, Freunde, soll das die Strategie sein? Let us proceed. Oh. Das war ein bisschen doof von mir. Entschuldigung. I'm ready to roll. Ja, du hast ja Purgativ, du musst erstmal ganz kurz hinheilen. Ja, da war jetzt nicht so helle von mir. Das heißt, ich kann mit euch gegen Duma gar nichts machen, wa? Let us proceed. Oder vielleicht schon, aber dann muss auch ein Angriff sitzen, nicht direkt erstmal Just down leave gehen. it to me. Warte mal, du willst Alm aber sicher nicht direkt oberhalb von dir spawnen lassen, wa? Scheiße. Mann, ihr wollt eigentlich, dass Celica jetzt Alm heilt. Oh. Das musst du eigentlich immer oberhalb von dir spawnen lassen, meine Güte. So, Leute, machen ganz normal weiter. Ich muss noch ganz kurz mal hier meine Fansläden runter machen. Wir können mal ganz kurz weiter gucken. Thought you were clever, did you? Und schon bin ich wieder da. So, mal ganz kurz warten, bis wir fertig geheilt haben. Das war zu befürchten. I'll do my best. Stand back. Ja. This one's mine. Aber cool finde ich zumindest, dass Duma nicht beides im gleichen Zug machen kann. Normal angreifen und diesen scheiß Zauber da. I can handle it. Wäre sonst, glaube ich, ein bisschen Uber da. What? Der Watt stimmt aber ziemlich gut. You better heal. Oder vor allem passt ihm noch gut. Top of my game. Stirb! You're not stopping me here. You're pretty So, tough. Alm sollte vielleicht erstmal heilen, bevor es hier weitergeht, aber ist gerade ziemlich scheiße so. Puh, 31 reicht, um da oben anzugreifen gegen Duma, aber zwar ein bisschen. Watch me go. Die Position hier stimmt einfach überhaupt nicht. Oh, ist das alles scheiße.
Scheiße. All right, let's Okay, go. allen gebe ich noch da drüben. Das ist irgendwie total scheiße gemacht hier Leave alles. it to me. Also scheiße von mir, nicht vom Spiel, ja? Wohlgemerkt. That was amazing. So, und jetzt mache ich alles die Rettung. Oh, das geht alles gut I'll aus. handle this. Leave this to me. Der schießt ihn nach oben, bringt sowieso nicht in die unten Leave them to bleiben. me. Du Leave this kommst to ja me. noch nicht zu ihm hin. Just say the word. Im Fall der Fälle, ihr könnt glaube ich sowieso nichts I'm machen. unstoppable. Nothing will stop me. Ich meine, rein theoretisch könnte doch Dumas Lanz gegen Duma viel ausrichten. At your service. Ja, eigentlich ein bisschen logisch. Spirit. That was close. Ja, scheiße schon wieder. Die ganze Heilerei ständig. Tobenaut! This is the part that hurts. Critical Hit! How's that? Never count Tobenaut. You are giving me high hopes. Und Seraphim! Thanks for the diversion. Ja, dann müssen wir ein bisschen schneller teilen hier, wa? Sonst sind sie bald alle down. So, bringt eigentlich jetzt echt hier... Ah gut, da ist Gradivus. Gradivus, aber kannst du dann angreifen. Also, wäre eine Option. Haben wir überhaupt noch Zeitenräder? Noch 4 Stück, okay. Ja, denke jetzt wirklich gerade darüber nach, ob er mal riskieren soll. Mit Gradivus, den beiden, habe ich hier Dumas Lanze noch von vorne. Weil sie einfach tot wäre, aber I'm ready. Ich würde auch gerne mit Celica was machen, aber ich habe Angst, dass er sofort drauf geht. Ja, schnell genug wäre sie ja, oder? I'm counting on all of you. Sure, why not? Du bist fürs erste Mal entlassen. Ready and waiting. Ah nein, war der Claire. Mann, mit Claire wollte ja was anderes noch machen. Egal. Also, die gute alte Strategie, war. Müssen wir das mal irgendwie so weit runterkriegen, dass er mal Civil KP noch hat. Das ist immer noch nicht seine KP-Ansage. Scheiße, ist das denn bitte? Weil ich mich halt langsam frage, ob es, ich meine, eigentlich geht sein Kabeleisen nach unten, aber oben sicher noch nichts. Hey, ist eigentlich normal oder mache ich da irgendwas falsch? Ich meine, ihr könnt theoretisch mal versuchen hier, von wegen, ja, aber... Wenn das was bringt. Ich glaube einfach nicht, dass das schon was bringen würde. Das heißt, was mache ich jetzt genau? Wieder wie gewohnt, war. Was soll er sonst tun? Das alte Spielchen leider. Du man näher ranholen wir jetzt eigentlich nicht, weil wegen Giftwasser, also wegen dem Aids-Mode komme ich eh nicht so schnell vorwärts. Das wäre sogar eine Idee. Ja, wir können es mal versuchen, komm. Schweigen, Silence! Aber auch noch nie eingesetzt, war scheiße. Aber kostet auch verdammt viel Magie.
Also fast gedacht, ein bisschen länger dauern könnte, bis ich hier durch bin, aber wird schon. Daneben, haha! So, die teilen sich auf, so und so von mir aus. Duma kommt hier immer näher. Allow me. Hey, treffen immer noch nicht? Was ist denn für eine scheiß Reichweite, Tobin? Jetzt kann er da nicht mehr hin. Zielt auch nicht mehr. Alter, was denn der echt für eine... Da kann er nicht sein, ey. Wieso sehe ich seine scheiß KP-Anzahl nicht? Irgendwas ist ja mehr als faul, Leute. So, sind eh schnell genug. Ja, At your service. Dann lassen wir hier runter, weil ich wieder einen rüber schicken möchte. So, so eine scheiß KP-Anzahl nicht sehe. Immer noch nicht. Was ist denn hier los? This ends here. You're Hä, er hatte zwei Leisten? Kann das sein, dass jetzt seine erste ich sehe und dann andere die zweite? Muss fast so sein. Ich sehe sondern dann, was sonst sein könnte. Let us proceed. Ah, jetzt kommt der Scheiß wieder. Dann waren wir noch zu früh. Ich bin jetzt echt überfragt, was hier eigentlich genau abgeht, Leute. Ich meine, ich sehe ja hier offensichtlich, dass Dumas Lebensanzahl, also halt seine KP runtergeht, aber trotzdem, ja. Bin noch unbekannt und unbekannt. Irgendwas was sehen? Nee, ich muss mit dem Falken angreifen, kann gar nichts anderes machen. Ich meine, ich habe genug Zeit, da kann ich mal wie doof drauf angreifen und hoffen, dass irgendwann mal was passiert, aber... Oh nee. Ah, jetzt kommt der Müll wieder. Nothing will stop me. So. Eigentlich auch ein bisschen idiotisch, wa? Dass ich nach oben abhaue. Ich glaube echt, dass ich langsam mal die Truppen das Gefühl habe, mit denen kann ich dagegen ihn nichts mehr anfangen, oder die echt mal zurückziehe. I can handle it. Der Duma hier unten ist eigentlich perfekt, wenn er hier unten noch bleibt, wohlgemerkt. Das ist natürlich eine Voraussetzung. So. Das da auch nichts mehr, dann ist er dahin. Das ist natürlich ein Problem, jetzt muss ich hier Teleport einsetzen. Dann haben wir schon direkt im Feld drin. Problem ist, ich will auch nicht zu viel riskieren, weil ich habe natürlich Angst, wenn Celica da allem drauf geht gegen Duma, dann ist vorbei.
Wenn wir da vorne anfangen, habe ich gar keine Lust drauf. Überhaupt nicht. Ich glaube, da würde sogar vor lauter Fuß in das Let's Play beenden. Oder abbrechen. So. Alm. Ich soll es trotzdem machen, einfach mal so. Zum einen haben wir noch genug Zahnräder, zum anderen muss ich echt mal gucken, wie denn das jetzt hier aussieht. Allgewalt geht auf so viele Felder, krass. Reif hat er +2, stimmt ja. Irgendeine Energieanzeige von ihm geht runter. Ich sehe noch nicht ganz, welcher das sein soll. Toll. Hat man natürlich im Prinzip in die Ecke gedrängt, wenn man so will. Geil! Ja, für den Part ist klar vorbei, Freunde, mit der Erkenntnis, dass im nächsten Part weitergeht, weil ich ja einfach alles komplett falsch mache. Warte mal, siehst du letztens noch irgendwas machen kann, vielleicht wäre es besser noch purgativ machen. Bei allem Retten kann er jetzt offenbar eh nicht mehr. Warte mal, macht er jetzt sowieso so einen anderen magischen Scheiß, wa? Ja, man hat jetzt wieder diesen Earthquake. Einmal der viel Verteidiger, müsste eigentlich alles von denen blocken. This is my strength. Success. Wie man das Falken in den Himmel streckt. Das ist Falkion! I can tell. Oh, ich wünsche, ich hätte die Animation ausgeschaltet, hey. This is how it's done. That should do it. Noch 4 Erfahrungspunkte. Gut, da vorne ist natürlich, jetzt sind gleich alle down. There we go. Ich muss von den Muggeln, kein Schiss mehr haben. Ah ne, die kommen gar nicht mehr, okay. I'll get this done. Ah, jetzt sehe ich noch was. Ah, sehr schön. Also schon der Tag kommt gar nicht mehr. Ja gut. Shall we then? Wie sieht es mit Dumas Lanz jetzt genau aus? Macht bei weitem nicht genug Schaden, habe ich das Gefühl. Das ist ein ganz anderes Problem noch. Muss jetzt Duma irgendwie da hinlocken. Moment. Ist nicht irgendwie hier das Gefühl haben, zu großen Mist zu machen. Sure, I'm still hyper. Let's go. Still in this. So. Da muss trotzdem noch ganz kurz sein. Saber. Don't worry about me. So, Selika, wer vorhin noch einmal ganz kurz heilen würdest. Ist eigentlich der Einzige, der da... Oder vor allem ihn töten kann, ne? Ist eigentlich vor allem die Frage.
So, wieder mal Stärkung, ey. I'm glad you're here. War wieder mal nötig. Ja, sind nur 16. Vor denen habe ich eh keinen Schiss. This one's mine. Boah. Wir müssen das endlich beenden, Freunde. Gehen wir langsam echt auf den Sack hier. Top of my game. Keine Chance, der killt mich mit allem, was er hat. Okay, weil ich zu wenig Verteidigung habe. Da kommen wir nur mit der Defense durch. Problem ist, ich mache... Oh. Tiefer Fall. Hier kämpfen wir uns mal ein bisschen runter, versteht ihr? Also... Versuchen kann man sie mal. Der tiefe, kritische Fall des Gottes. Also Duma dafür sein Gott ist ihm noch viel abgezogen. All right, let's just say the word. Aber triffst du ihn jetzt oder triffst du ihn nicht? Okay, er trifft ihn nicht. Aber zuerst gar nicht irgendwie nicht so richtig gesehen. Hier kommt sie, Dumas Lanze! Leck mich. Das ist eigentlich schon ein bisschen traurig, war vor allem mit dem Gradivus könnte noch einiges machen. Ich greife mal hier oben an. Weil ich muss jetzt beenden. Dauert mir eh schon zu lange. Das ganze Hin und Her mit Duma, Alter, hat der viel KP. Und dann generell ist es eine gute Idee mit dem Charakter, der halt ein Bandschild drauf hat, Duma quasi anzulocken, vielleicht ein bisschen besser als ich es jetzt getan habe, vielleicht eher, dass man Duma entgegengeht, weil hier oben ist natürlich mehr Fläche zum Laufen. Dann hättest du eigentlich halt einen Trupp, also hättest Duma quasi oben gehabt, hättest du sogar zurückdrängen können von mir aus. Vielleicht geht es sogar. Dann die Truppen hier oben versammeln können, oder? Und dann alle ihn angreifen, aber so natürlich ein bisschen doof agiert. Aber macht eigentlich der Sakralbogen bei Duma. Nicht genug. So. Was ich auch gegangen wäre, wäre halt mit Jennys und, glaube ich, auch Tatjanas Fähigkeit. Anrufen, genau. Weil müsste auch hier super funktionieren. Dass du mal halt das Gefühl hast, ja, greif mal die an. Farewell. Too slow. Sayonara. Thugs. We're lucky to have you. Einmal die Sturmlanze, bitte. Die Mogels gehen drauf. Hier wird nicht gemogelt. Mogel, Mogelbaum. So, wir noch 3 Mogels, wa? Gehen noch einen von den Platte, glaube ich nicht mehr, sind allzu weit weg dafür. Gut, als Arzt und Resistenz, er greift den magisch an. Das ist echt scheiße übel. Na klar, immer vorausgesetzt, er trifft auch, aber alter, Aura weg ist er. Gut. So, nur machen wir es so, aber erstmal Alm. Ich flehe dich an, Alter. Erlöse uns von Duma. Jo, mach Allgewalt 100%. Es ist vorbei, Duma. It's over, Duma.
Erkut, Fernand, Milla, even my father. They and countless others lost to us, tainted by your precious power. But that chain of tragedies ends here. My heart is full of thanks for all you've given man, O Divine Duma. Without yours and Milla's bounty, Valentia could never have existed. We would never have been born into this world, never tasted joy and sorrow. So please, do not suffer any longer. Let all of our pain end here. Allow your great and weary soul the rest it deserves. So be it, Arm. I leave Valentia's future to you, her hero. Take from us what lessons you will, and shape her into a land to remember. Make her strong like Duma, and fill her with Milla's love. Let our grave mistakes be warnings of where not to tread as you lead her forth. Now we shall sleep, and never shall you disturb our slumber. So this is where you were. Huh? Oh, hey, Celica. You aren't going to be late to your own coronation, are you? No, of course not. I'm just still wrapping my head around sitting on your father's throne. None of it feels real. It isn't my father's throne. This isn't Sophia any longer, Olm. It's the one kingdom of Valentia. And you're going to be its first ruler. Celica. Please, don't misunderstand. I don't bear him any grudge. Not now. I just think he was a very sad man. Perhaps if I'd been there with him, I might have helped him change. If I have any regrets, it's that. I know what you mean. Neither of us got the chance to stand by our fathers. If we'd been given the opportunity to learn more about each other, maybe things would have turned out differently for us. Perhaps it was the same for Milla and Duma. I wonder. They'd been fighting for centuries, right? Seems like a lost cause to me. That's a terrible thing to say. Sorry. I didn't mean any disrespect. But they're at peace now, you know? Asleep. Together. Yes. They'll look down over this new Valentia forever from their mountaintop graves. And the trees. Do you know of them, Olm? They say that where divine dragons sleep, sacred trees take root and grow. Wow. Must be some trees. In time, yes. They grow for hundreds, even thousands of years. Who can say what Valentia will look like once they've matured? Will man's endeavors continue without the grace and strength of the gods? They won't continue on their own. We have to make it happen. We'll forge a land where we can do just that. All of us. Together. That sounds lovely, Olm. And you're right. I know we can do it. We can. And we will. I think Milla and Duma gave us one last gift. The strength to trust in our own abilities. Anyway, it's time. Let's go, Celica. Gladly.
And so the long war drew to a close. After countless sacrifices, at last, a new peace dawned in Valentia. Was it inexorable fate that saw this conflict erupt? No man or woman alive can say. Only one truth is clear. War will come again, when man grows proud and slothful once more. And its flames will devour one and all, raging until the very earth itself lies scorched and bare of life. For whatever madness lay in the hearts of gods, a darkness deeper still beats wild in the hearts of man. Ja, Freunde, und damit sind wir, keine Ahnung, sind wir bereits mit den Credits angelangt. Ihr seht jetzt einfach nur nach den Schlachtenreport aus. Können wir aus diversen Fire Emblem spielen, der kommt ja eigentlich immer erst am Schluss, wa? Aber richtige Credits und so, vor allem natürlich, was die Charaktere selbst so betrifft, was mit denen geschah, sag ich jetzt mal, da ist noch gar nicht da. Obwohl, es fehlt noch der 6. Akt. Also muss man mal sagen, alles was bisher war, Akt 1 bis mit Akt 5 gehört alles zum Hauptspiel, was auch im Original Fire Emblem Gaiden oder Fire Emblem 2 von damals auch Inhalt war. Natürlich ein paar Änderungen hier und da. Wie schon mal erwähnt, zum Beispiel Fee gab es im Original nicht, die wurde auch hier jetzt neu hinzugefügt noch. Natürlich die ganze Grafiküberarbeitung, glaube ich auch zum Teil das Kampfsystem bzw. auch die ganzen anderen speziellen Elemente, die es noch gab, die wir jetzt hier kennengelernt haben mit dem Entwicklungssystem und ja, die Magier lernen ihre eigenen Zauber, quasi ein bisschen wie ein Rollenspielmäßig und so. Da ist jetzt gerade für mich ein bisschen fraglich, was ich überhaupt jetzt hier groß sagen soll, wa? Ich denke, so nach 5 Akten kann ich ruhig mal ein Zwischenfazit ziehen zur Story. Die finde ich im Großen und Ganzen recht gut gelungen. Ich meine, es war ja eigentlich von Anfang an klar, dass Celica und Alm die großen Helden sein werden. Das schon. Es gab aber auch spannende Momente, wo man sagen musste, dann hat er jetzt gar nicht gerechnet. Zum einen halt, dass Celica und Alm über 4 Akte hinweg bis zum großen Finale halt eigentlich immer getrennt voneinander waren. Akt 1, Akt 2 noch ein bisschen unterschiedlicher, weil in Akt 1 hatten wir nur Alm, den wir eigentlich so auch kennenlernen konnten, plus natürlich seine Freunde, seine direkten Freunde aus Kindheit. Dann Akt 2 war halt vor allem Celica gewidmet, oder Prinzessin Antis von mir aus auch. Mit ihren, sagen wir jetzt mal, neuen Freunden, die sie halt da in ihrem, ja, mehr oder weniger Exil, nicht Exil, aber halt in ihrem Schutztempel da gefunden hat. Und dann haben sich halt beide auf den Weg gemacht. Sie haben sich dann relativ schnell, am Ende von Akt 2, im Schloss zu 4 gefunden. Was aber herausgestellt hat, dass die beiden, und zumindest so wie es Celica gemeint hat, dass sich beide doch relativ unterschiedlich entwickelt hätten. Ja, Alm natürlich nur gesehen, dass da halt irgendwie vorwärts stürmen muss, quasi als Held, der dann für Sophia halt ist und da Rigel gar keine Chance geben darf, was er dann auch zum Ende hin ein bisschen geändert hat, was gemerkt hat, ja, also nicht alle Rigel sind böse, vor allem natürlich sein Vater nicht, der eigene Kaiser von Rigel und ja, natürlich, ich meine, das war ja schon, wie ich finde, sehr, sehr spannend gelöst von Entwicklern. Du hast 5 Akte, die ersten beiden klar waren getrennt voneinander. Zuerst steuert man Alm, dann kommt Celica, dann kann man beide steuern. Du kannst im Prinzip jeweils abwechseln, einmal zockst du mit Alm weiter und mit Celica. Du kannst aber auch nur mit Alm weiter zocken, bis er nicht mehr geht, weil es storybedingt ist. Und dass man da halt ein bisschen von der Story noch, wie soll ich sagen, die eingeschlossen ist. Gar nicht mal so schlecht, wie ich finde. Fire Emblem! Was steht's da noch? Kommen jetzt echt die Credits noch? Fragezeichen. Ja, sieht so aus. Ja, kann ich euch mal weiter erzählen. Eben, dass man halt von der Story daran gehindert wurde, weiterzumachen und erstmal auf den anderen warten musste. Aber ganz ehrlich, war eigentlich alles geil gelöst. Meißen! Ja, nie was mit ihm gemacht. Gut, das könnt ihr ruhig für euch selber lesen, Leute, was hier gleich steht, weil das interessiert mich jetzt nicht mehr so. Ja, Kanzler. Ja, ich lese ihn später für mich selber durch. Ist noch ein bisschen quatschen. Ja, eben, vor allem Akt 3 und Akt 4 war es überdeutlich, dass es halt Situationen gab, die Celica zuerst machen musste oder zuerst Alm machen mussten.
damit es überhaupt weitergeht. Bei mir war es anderen auch. Ja, Python ist leider gestorben. Und das fand ich echt geil gelöst. Und dann natürlich auch, dass am Akt 5 am Schluss aufeinander getroffen ist, beide Teams vereinen konnte. Sogar die Möglichkeit noch hatte im Finale, ich weiß, klingt jetzt doof, aber ist so, im finalen Kampf halt sogar noch auch aus den Charakteren, die eigentlich noch würde ich am Ende von Akt 4 noch gewartet haben, ne? Also sprich vor dem Schloss, beziehungsweise vor dem Schloss vom Kaiser halt, auf Alms Route oder vor Turm des Dumas auf Selikas Route. Fand ich soweit echt gut gemacht, dass man da halt immer mit den Charakteren ein bisschen tauschen konnte. Und generell halt, ich meine, hier Echos, Shadows of Valencia hat so viel anders gemacht. Also sagt mir mal ein Fire Emblem Spiel, wo man sich so frei in der Welt bewegen konnte wie jetzt hier. Es gab auch so ein bisschen hin und her watschen konnte oder sagen konnte, ja, ich will zu alten Missionen zurück zum Trainieren, zum Beispiel, was glaube ich, die Sacred Stones für den Game Boy Advance, wo das auch ging. Aber so frei wie hier gab es aber noch nie ein Fire Emblem Spiel, das finde ich echt geil gemacht. Dann natürlich das ganze Dungeon-System, wo man ein bisschen, ja, quasi ein 3D-System, wenn man so will, mit den Charakteren durchmarschieren konnte, entdecken konnte und durfte nur 10 Charaktere mitnehmen, okay, kein Problem. Dann das Erschöpfungssystem fand ich auch gut eingeführt. Also in der Hinsicht, eben so rein halt Overworld-mäßig, wenn man sich fortbewegen kann, finde ich eigentlich Shadows of Valencia eines der geilsten Fire Emblem Spiele. Oder vielleicht sogar, ich würde hier die Top-Note geben, 100% und sagen, da war eigentlich alles Overworld-mäßig, du dich bewegen kannst, war, oder halt eben auch agieren kannst und auch nicht nur halt, dass du überhaupt hin und her laufen kannst, sondern halt auch, dass es ein bisschen Abwechslung gibt. Fand ich echt gut umgesetzt. Und zum Beispiel auch in Weiler, wo es auf Selikas Route gab und so. Und dass man bei allem auch bei Akt 4 die Möglichkeit hatte, entweder geht man zu Tatjana und Seki, oder man lässt die beiden aus, sprich man lässt Tatjana aus, geht direkt zu Seki weiter. Ja. Die Möglichkeit hätte es auch gegeben. Jesse ist auch drauf gegangen, ja. Ach ja, Leute, ach ja. Ansonsten, es hat sich eigentlich viel geändert, wenn man so will. Wie schon mal erwähnt, das Entwicklungssystem ist auch anders. Man muss sich daran gewöhnen. Wenn man sich jetzt aber nach über 90 Parts sogar daran gewöhnt hat, muss ich sagen, es ist nicht schlecht. Ich finde sogar noch das alte besser, sag jetzt mal. Weil hier war es einfach so, wo man sagt, okay, wenn du dich zum Beispiel entwickelst vom Söldner zum, Krieger, Soldat, Kämpfer. Oder was direkt Dunkelkrieger. Egal. Nee, ich sage es mal so, wenn du vom Pegasus-Ritter zum Falkenritter wirst. Dann hat ein Falkenritter immer eine Basis-KP an, sagen wir zum Beispiel 20. Und wenn der Pegasus-Ritter vor irgendwie nur 17 KP hatte und du darfst ihn dann entwickeln, dann kommt automatisch 20 dazu, beziehungsweise hat dann 20. Weil das halt der Mindestwert für einen Falkenritter ist. Wenn du halt jetzt sagst, nee, ich trainiere einen Pegasus-Ritter weiter, kannst du machen bis Level 20. Und der hat halt bereits über 20 KP, wenn du ihn entwickeln willst, kriegt halt keinen Bonus mehr dafür. Das ist immer die Frage, ja, lohnt es sich frühzeitig zu entwickeln oder soll man lieber warten? Ja, ist eine berechtigte Frage. Ich meine, es geht auch ein bisschen ums Wachstum, wa? Wenn du natürlich siehst, so ein Pegasus-Ritter zum Beispiel hat kaum Wachstumsrang, er kriegt kaum irgendwelche Punkte. Am Falkenritter schon. Dann sagst du natürlich, ey, ich bin ja nicht doof, ich entwickle die möglichst früh weiter. Vor allem für die Story halt. Generell, ja, eben halt immer Level 20 trainieren, dann entwickeln, wieder Level 20 trainieren, wieder weiterentwickeln. In anderen Fire Emblem Spielen, ja, vielleicht sogar sehr, sehr nötig oder auch gewollt, dass man so macht. Hier eher weniger. Man hat es auch gesehen anhand der, sag ich mal, schwächeren Gegner, wie zum Beispiel diesen Grauen oder diesen Schrecken. Den Schrecken, genau. Die haben ja teilweise noch viele Erfahrungspunkte gebracht und dann wiederum nicht mehr. Man hat es relativ schnell gemerkt, dass die Entwickler auch schnell signalisiert haben, für die Passage zum Beispiel brauchst du ein relativ hohes Level und ab dann brauchst du kein hohes Level mehr und so. Aber ich finde, man muss nicht viel Offscreen trainieren. Ich habe es auch kaum gemacht und am Schluss hat trotzdem geschafft. Insofern finde ich, war von der Schwierigkeitsgrad her jetzt auf schwer, war es eigentlich okay. Ich weiß, ich habe mich ab und zu ein bisschen aufgeregt, das gehört auch ein bisschen dazu. Zum einen zu mir selber, zum anderen auch zu Fire Emblem oder sprich Strategiespielen selber. Die ganzen Crits und so weiter, dass man sich da teilweise ein bisschen aufregt, gehört einfach dazu. Ja, Schwierigkeitsgrad, wa? Wenn wir schon dabei sind, Thema Midas Zeitenrad. Da hatte ich anfangs in den ersten paar Folgen, glaube ich bis Part 20, 30, dachte ich ja auch, ja, das ist ja total easy, wenn du zurückstellen kannst.
Im Overworld vielleicht, aber in den Tempeln, vor allem in Dumas Turm, wenn die nicht so einfach zurückstellen kannst, außer du hast irgendwie so ein halbes Bier dabei oder sonst irgendwie Alkohol, um es zurückzustellen. Das macht schon was aus, Leute. Also, wie das Zeilenrad, auch hier finde ich eine gute... Ich finde es eine gute Einführung, weil man sieht es auch hier wieder, wenn du irgendwie einen Fehler machst, einen Fehlgedanken hast und so, dann nützt mir das Zeilenrad auch nichts mehr. Du musst auch da ein bisschen überlegen, was willst du tun, zu welchem Zeitpunkt willst du zurückkehren, wie oft willst du es überhaupt einsetzen. Hat es überhaupt einen Sinn oder willst du es für später aufbewahren? Insofern, man kann darauf verzichten, man kann eine Hardcore-Challenge machen, das Spiel sagt dir nicht, hey, du musst mir das Zeilenrad einsetzen, es gibt dir die Möglichkeit. Und das ist was ganz anderes. Jo, so wenn ich eigentlich Force of Hard jetzt durchgespielt habe. Was gibt es sonst noch, dass ich dabei bin? Ja, das Rollenspielsystem war. Wir hatten jetzt im Prinzip so, dass jeder Charakter kann ein Item tragen. In allen anderen Final Spielen, die ich kenne, war es eigentlich immer so, dass irgendwie 4 bis 5 Items, da kannst du aussuchen, sind es Waffen, sind es Heil-Items oder sind es Stäbe, sonst irgendwas, Magiebücher etc. etc. Hier hast du eben nur ein Item, was du ausrüsten kannst. Dafür hast du immer eine Standardwaffe, die der Charakter sowieso nimmt, wenn er nichts ausgerüstet hat. Es ist ein anderes System, man muss sich ein bisschen da reinfuchsen, aber es klappt relativ gut, das hat mich selber erstaunt. Vor allem natürlich auch mit den Waffen, was natürlich mit dem Scharfschützen Beispiel, wenn du sagst, hey, Scharfschütze früher, der kann 2 bis 3 Felder schießen, mit einer guten Waffe, normalerweise nur 2 Felder, mehr geht nicht. Und hier, ja, du hast 1 bis 3 Felder, und jetzt fällt noch ein Bogenritt, da ist noch ein Feld mehr, dann noch eine bessere Waffe, noch ein Feld mehr. Aber es ist gut gelöst, ich finde das echt gut, vor allem, es gibt keinen Sinn wie so, ein Magieanwender kann auf 2 Felder angreifen, sag jetzt mal zum Beispiel, irgendwie im Fire Emblem Fates zum Beispiel, oder Awakening, keine Ahnung. Da kann ein Magieanwender auf 2 Felder angreifen, egal ob er selber angreift, angegriffen wird. Was ist mit dem Schützen? Der kann immer nur auf 2 Felder, weil wenn dann der Gegner dich direkt einem Feld Entfernung angreift, sagt das Spiel einfach so, da ist zu nah, kann ich treffen. Was für ein Scheiß eigentlich. Also dafür, das haben sie hier gut gelöst, dass man auch die Reichweite erweitern kann, sei es mit den Zaubern, sei es mit Fähigkeiten etc. etc. oder Items halt auch. Die Items generell, sei es die Schilde, Ringe, fand ich auch sehr gut. Teilweise ein bisschen übertrieben, vor allem da mit dem Glücksring, irgendwie Glücks plus 20 oder auch ein Draco-Schild plus 13. Verteidigung und Resistenz, dafür halt Geschwindigkeit Top um 10. Da ist nur wieder ein Ausgleich. Da muss ich immer ein bisschen gucken. Ausgleich und ja, der Plus-Effekt halt. Also Plus und Minus, ob es das ein bisschen im Rahmen hält und ob es das natürlich auch lohnt. Eine Standardwaffen war. Was da halt natürlich ein bisschen zu kurz kommt. Du kannst, oder hast du in früheren Spielen, zum Beispiel bei Kriegern oder irgendwelchen anderen Kämpfern, Dieben und Assassinen war es ja auch so, die konnten mehrere Typen von Waffen tragen. Gab es sogar solche, die konnten, das waren sogar die Kavaliere, Äxte, Schwerter, Lanzen tragen. Hier waren es halt immer nur eine Waffe, bis auf einen, wir konnten 2 haben. Oder halt auch Selig, also sprich Priesterinnen, konnten auch Magie plus Schwerter tragen. Aber Äxte, ja, aber vermisst, die gab es nie. Niemals gab es hier Äxte. Was an den Krieg vergaß D4, die Zauberei? Was stand da gerade? Keine Ahnung. Ja, also, das finde ich ein bisschen schade, dass man so gelöst hat. Da hätte man auch mehr Waffen einführen können, aber vielleicht wäre es noch ein bisschen zu unübersichtlich gewesen. Wenn man gesagt hätte, zum Beispiel als Alm, als Held, der kann ein Schwert führen, Bogen führen, der kann auch eine Axt führen. Aber generell, dass man halt keinen typischen Axtkämpfer mehr hat hier im Spiel, auch kein Berserker, nichts in der Hinsicht. Und deswegen auch keine Axt-Items. Das finde ich schade. Hätte ich gerne wieder wie früher gehabt. Ja, wenn wir schon dabei sind, Waffendreieck, wa? Gibt's ja auch nicht. Kann man sich jetzt auch überstreiten, ich muss ja ganz ehrlich zugeben. Einerseits denke ich mir so, ob ich jetzt einen Typ mit meinem Schwert gegen seine Axt catche oder gegen seine Lanze. Wenn ich gut genug geskillt bin, spielt es keine Rolle. Auch wenn natürlich die Waffen Vorteile, Nachteile haben. Ich meine, es gibt ja sowieso Schwerter und sagt, ja, Schwerter und Nachteile gegen Lanzen. Ja, toll, dann hast du ein spezielles Schwert, das einen Vorteil gegenüber einer Lanze hat. Also kannst du auch wieder aushebeln, verstehst du? Also so gesehen bin ich jetzt über das fehlende Waffendreieck jetzt nicht so traurig. Man kann es vermissen, klar, man kann es heute einführen. Da ist so ein Punkt, wo ich sagen muss, es gibt Pro und Kontras, wo man sagen kann, ja, vielleicht nächstes Spiel wieder. Mal schauen.
Genau das gleiche natürlich über das Magiewaffendreieck. Oder über das Magiedreieck. Ja, Magie. Was natürlich geil ist im Rollenspiel hier. Jeder Charakter hat seine eigenen Magieangriffe. Klar, Feuer, Donner beherrscht eigentlich jeder. Aber sei es Excalibur, Ragnarök, Aura, Seraphim, das wird ein bisschen unterschiedlich. Und natürlich auch die Heilzauber. Ob jetzt jemand noch Rettung hat, Stärkung, Purgativ oder Teleport. Das ist auch bei ihnen ein bisschen verschieden. Und da muss natürlich auch ein bisschen gucken. Hey, gib denen mal ein bisschen Zeit, gib denen mal ein bisschen ja, eine Chance, sich auch zu beweisen in den Charakteren. Damit du das ein bisschen herausfinden kannst. Und ich finde es halt in der Hinsicht gut gemacht, dass jeder Charakter auf seine eigene Art und Weise speziell ist. Ist ja auch in so einem realen Leben, weil jeder hat eigene Fähigkeiten, logisch, warum nicht auch noch im Spiel so. Aber warum nur bei einer Magieeinheit? Warum nicht auch zum Beispiel Bogenschütze? Dass man sagen könnte, ja, Tobi als Bogenschütze hätte er noch die spezielle Fähigkeit, irgendwie, also eine Trefferquote plus irgendwas, oder er könnte sonst irgendwas lernen und der andere hat als Bogenschütze die Fähigkeit, etc. etc. Natürlich. Der Tod ihres ewigen Zankpartners ist jetzt eine tiefe Trauer, aus welcher ja erst die endlosen Mühen. Ja, Freunde. Ich finde aber cool, dass man die auch einen Bezug darauf genommen hat, weil Bo ist bei uns ja draufgegangen, leider. Ja, viel zu schwach von dem her. Ja, was wollte ich sagen, genau. Ich weiß, es ist nicht einfach, dass man den bei den Magiern was einfacher, denen noch irgendwas spezielles, Rollenspieltypisches beizubringen. Bei den anderen Charakteren natürlich schwieriger, das sehe ich ein, aber man hätte es vielleicht auch irgendwie lösen können. Also das, einerseits in Magier finde ich es cool, das zu haben, andererseits finde ich es auch ein bisschen schade, dass die anderen das nicht haben. So, ich glaube, ich habe soweit alles erwähnt, bis auf einen Punkt natürlich noch. Wie ihr jetzt alle gehört habt, es hat sehr, sehr viele Unterschiede zu anderen Fire Emblem Spielen. Die große Frage ist es überhaupt noch ein Fire Emblem Spiel? Kann ich es empfehlen oder wie sieht meine Wertung überhaupt aus? Ich finde, es ist ein Fire Emblem Spiel, man findet sich schnell wieder, vor allem das Kampffeld, selbst im Kampf selbst ist das gleiche Spielprinzip, aus Waffendreieck halt. Und insofern, es ist auf seine eigene Art und Weise ein Fire Emblem Spiel, das waren aber Path of Radiance und Radiant Dawn auch, genauso wie Awakening und Fates, also jedes Fire Emblem Spiel hat seine eigene Persönlichkeit. Hier sind es vielleicht ein bisschen mehr unterschiedliche Akte oder Takte, ja, das auch. Akte, genau. Kapitel gibt es ja nicht mehr für Akte. Finde ich auch besser gelöst, weil die Kapitel immer so Kampf zu Kampf, Kapitel zu Kapitel, fand ich auch ein bisschen doof. Oder doof, ich fand es einfach ein bisschen, ja, auch unrealistisch. Hier, dass man so Akte hat, die mehrere Kämpfe umfassen, fand ich gut gelöst. In dem Sinne würde ich sagen, es ist für mich ein gelungenes Fire Emblem Spiel. Es ist nicht das Beste, ich finde Awakening noch besser, aber das betrifft vor allem auch die Story und so weiter und so fort und ein paar andere Dinge noch. Aber es gehört definitiv, würde ich sagen, meine Top 5. Also ich kann es jedem Fire Emblem Fan nur empfehlen. So, mal ganz kurz. Zu viel Quatsch, ich bin langsam heiser. Ende. Wobei, Ende. Jetzt haben wir 5 Akte erlebt, Freunde. Aber wie schon mal erwähnt, es gibt noch einen 6. Akt, den es nur hier im Remake gibt. Und diesen 6. Akt, liebe Freunde, den werden wir uns in der nächsten Folge zu Gemüte führen. Aber das Haupt-Let's Play ist jetzt vorbei. Das wird quasi einen Bonus-Run geben. Wobei ich noch nicht genau weiß, ob ich es in der gleichen Playlist mache oder in einer anderen. Aber sich Nummerierung wird anders werden, weil eben es ist ein bisschen spezieller. Ich will es auch ein bisschen davon abheben. Damit man auch sieht, jo, das war im Prinzip das Remake vom ursprünglichen Fire Emblem Gaiden. Und jetzt kommt dann der Bonus, der hier einprogrammiert wurde. Und jetzt würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Wann die kommen mag, es kann direkt am nächsten Tag sein, es kann sein noch ein paar Tage dazwischen folgen, wegen anderen Let's Plays und so weiter noch, aber es kommt demnächst. Bis dahin, ciao zusammen.